6 schon fast geschafft, noch einen einzigen Tag und wir haben einmal mehr 7 Tage die Woche hinter uns gebracht, erlebt und gefeiert. Und ich bin mir sicher, Gott hat in dieser Zeit zu uns geredet und hat sein Wirken unter uns sichtbar gemacht. Und wir möchten das miteinander feiern. Insofern, hey, wenn du etwas erlebt hast mit Gott, wenn dein Glaube gewachsen ist in dieser Zeit, in grossen oder in kleinen Situationen, bitte teile es doch. Weil, aus 2 Gründen. Erstens, es gibt Gott die Ehre für das, was er gemacht hat. Und um das geht es mit diesen Zeugnissen. Wir wollen dort die Ehre hergeben, wo sie hergehört, nämlich Gott allein. Wenn du die Geschichte erzählst, ehrst du Gott mit dem. Und zweitens, du ermutigst die ganze Kirche mit dem. Das ermutigt andere Menschen, um auch im Glaubensschritt zu gehen und darauf zu vertrauen, dass Gott auch in ihrem Leben wirken kann. Darum möchten wir gerne Zeugnis aufnehmen. Also melde dich heute noch bei der Dabrina oder schreib ein E-Mail auf info@kreuzpunkt.ch, auf dass deine Geschichte, dein Glaubensdurchbruch auch gefeiert werden, nicht zu deiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Hey, ich freue mich mega zu hören, was Gott in deinem Leben macht und in dieser Zeit in deinem Leben gemacht hat. Und Gott sagt in der Bibel, dass er hat gute Gedanken von uns, Gedanken uns zu segnen. Gott sagt, dass er ist von uns, er kämpft für uns, er steht auf unserer Seite, dass er ist unser Freund, unser Vater, unsere Familie. Dass seine Gedanken sind unterschiedlich wie unsere menschlichen Gedanken und die sind geniale, gute Gedanken, was er von uns hat. Und um das geht es heute in diesem letzten Input. Wir haben das Beste zum Schluss aufbewahrt, Glauben und Gedanken. Und der Hermann Mayer, unser leitender Pastor, wird jetzt gerade den Input machen. Ich bin so gespannt, auf was er in dein Leben hineinreden darf. Lass uns jetzt miteinander das Predigen hören mit offenen Ohren, offenen Gedanken, offenem Herz und das empfangen, was Gott für uns heute hat vorbereitet. Hallo ihr Lieben, wir haben ja eine interessante Woche. Wir beten und wir fasten und wir wollen damit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, Gott, wir nehmen dich ernst und wir glauben, dass du mit uns etwas tun wirst und uns weiterbringen wirst. Das Thema für heute ist der Glaube, Gott vertrauen, um damit handlungsfähiger zu werden, effektiver, handlungsfähig in Abhängigkeit von ihm. Wir leben in einer Zeit, wo auf dieser Erde ein Kampf losgegangen ist. Und der Kampf ist jetzt nicht in erster Linie der Kampf um die Wirtschaft, der Kampf um die Krankheit, Impfstoffe, das sind Teile vom Ganzen. Der eigentliche Kampf ist, dass Jesus gesagt hat vor 2000 Jahren, ich baue hier auf dieser Erde eine Gemeinde. Eine Gemeinde ist keine Institution. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen, jeder Einzelne und die Einzelnen verbunden und diese Nachfolger von Jesus sichtbar und spürbar auf dieser Erde werden. Darum geht es, wie Jesus seinen Einfluss auf dieser Erde sichtbar macht. Das Interessante bei dem Kampf ist, das Ende steht fest. Wir können uns erstmal entspannen. Jesus hat schon gewonnen und das, was Jesus auf dieser Erde tun wird, das wird immer mehr Einfluss bekommen. Bevor Jesus ans Kreuz ging, hat der Vater ihm schon gesagt, wenn du dein Leben opferst, dann wirst du viele Nachkommen haben. Fordere von mir, Psalm 2, sagt der Vater zum Sohn, dann werde ich dir die Nationen zum Erbe gebe. Und das ist das, was in der Weltgeschichte heute passiert. Der Vater sagt zum Sohn, ich gebe dir die Nationen zum Erbe. Jesus, der Sohn, steht auf und sagt, ich bin für diese Menschen gestorben und ich sammle mir jetzt Menschen aus allen Nationen. Ich sammle mir Menschen, die mir nachfolgen, die sich mit mir connecten, die sich miteinander verbinden und die bereit sind, mich zu repräsentieren auf dieser Erde. Darum geht es, dass dieser Einfluss von Jesus auf dieser Erde immer größer wird. Wie gesagt, das Ende steht fest. Wir können uns jetzt schon freuen. Die Herausforderung ist, welche Rolle nehmen wir ein in diesem ganzen Szenarium? Sind wir, mit der Fußballsprache gesprochen, auf dem Spielfeld? Sind wir auf der Ersatzbank? Oder sind wir damit zufrieden, Zuschauer zu sein? Es geht darum, dass wir uns positionieren. Diese Dekrete des Himmels, die stehen fest. Jesus wird eine Gemeinde haben, die nicht zu stoppen ist. Sein Name wird auf der ganzen Erde bekannt sein. Und
Die Ehre seines Namens, die Herrlichkeit des Herrn wird auf der ganzen Erde sich ausbreiten. Und darum geht es, dass wir das verstehen und dass wir mitmachen und dass wir uns richtig positionieren. Der Weg, uns zu beteiligen an diesem großen göttlichen Unternehmen, ist Glaube. Ich rede jetzt mal kurz über Abraham, der unser Vorbild ist des Glaubens, weil Abraham hat uns etwas vorgelebt und deshalb nennt uns die Bibel im Neuen Testament auch, wir sind die Kinder Abrahams, wir sind solche, die wie Abraham Gott glauben und deshalb von Gott den Segen empfangen. Beispiel Abraham und danach schauen wir, was es für uns bedeutet. Abraham hat in Chaldea gelebt und dort in seinem Umfeld gab es wenig Christen, gab es niemand. Auf irgendeine Art und Weise, die die Bibel uns nicht verrät, hat dieser Abraham die Aufmerksamkeit Gottes bekommen und Gott hat eine Beziehung mit ihm angefangen. Um ihn herum waren lauter Menschen, die Gott nicht gekannt haben, die haben Götzen angebetet, die haben Kindsopfer gemacht, die haben ihre eigenen Sachen gemacht. Und Gott sagt, ich fange auf diesem Planeten was Neues an. Heute würde man sagen, ja, man braucht zuerst ein Budget, man braucht einen Fahrplan, wo reisen wir hin und wo ist das Rückfahrticket, wann kommen wir wieder zurück, wer wird dabei sein, welche Programme haben wir. Das wäre das menschliche Denken heute. Gottes Unternehmen sah ganz anders aus. Er hat sich einen Mensch rausgesucht, Abraham, mit dir will ich Geschichte machen. Und übrigens, Abraham, ich will, dass du rausgehst aus diesem ganzen Umfeld, dass dein Denken sich verändert und dass du mein Denken annimmst, meine Stimme hörst, mir gehorchst, dann fange ich mit dir eine neue Geschichte an auf dieser Erde. Und die Geschichte, die ich mit dir anfange, die wird Jahrtausende weitergehen, die wird in die Ewigkeit reingehen und die wird alle Volksgruppen, die jemals auf diesem Planeten existieren, erreichen. Was hat Abraham gemacht? Er hat Gott gehorcht, er ging raus aus Chaldea, er hat sich nach das heutige Israel, Kanaan führen lassen und dort hat Gott die Geschichte weitergemacht. War die Geschichte immer glatt? Diese Geschichte war nicht glatt. Abraham hat viele Herausforderungen gehabt. Es hat nicht geklappt mit Nachkommen, mit seiner Frau, keine Kinder gehabt. Er musste ständig umziehen, dann gab es Hungersnot, es gab viele Herausforderungen. Aber über dem Ganzen hat Abraham eine Sache immer wieder gehört. Er wusste, Gott hat gesprochen, ich führe dich heraus, ich führe dich in ein neues Land, ich bin dein Gott, deine Nachkommen sind mein Volk. Ich gebe dir das Land, ich gebe dir Nachkommen. Und das hat Abraham immer vor Augen gehabt. Wir lesen jetzt kurz aus dem Römerbrief die Verse 17, Kapitel 4, 17 bis 20. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor all dem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, wurde er stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hatte, auch tun kann. Dieser kurze Abschnitt gibt uns einen tiefen Einblick in das Herz von Abraham und damit ein Modell für uns, wie wir mit den Verheißungen Gottes umgehen können. Da war diese Verheißung, dir gehört das Land, du wirst Nachkommen haben, ich gebe dir das Land, ich gebe dir Nachkommen, ich, aus der Perspektive Gottes. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende und alles dazwischen. Abraham hat die Größe Gottes vor seinen Augen gehabt und war davon beeindruckt. Auf dieser Reise hat er die Herausforderung gehabt und dann sagt uns dieser Text hier, er war Realist. Er hat in doppeltem Sinne, als Realist hat er gesehen,
klappt nicht mehr bei einem Kinderkriegen. Und jetzt mit 100 Jahren schon doppelt nicht. Jahrzehntelang hat es mit Sarah nicht geklappt. Jetzt ist sie 90, ich bin 100, klappt nichts. Das heißt, er hat die Augen nicht vor den natürlichen Faktoren verschlossen, aber er war echter Realist, denn echte Realisten sehen hinter dem Status quo das, was Gott gesagt hat. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir Nachkommen. Abraham hat an dem festgehalten und der Schlüsselsatz aus diesem Abschnitt ist, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, wurde Abraham stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und diesen Satz möchte ich uns heute mitgeben als Gemeinde, als Kreuzpunkt. Wir schauen auf die Verheißungen. Die Verheißungen gelten nicht nur dem Kreuzpunkt, die gelten dem Leib Christi. Die Zeit, in der wir leben, wird Jesus seinen Einfluss größer machen, um seines Namens willen. Er will dieser Welt zeigen, ich liebe diese Welt. Ich habe sie nie im Stich gelassen. Und ich habe Menschen auf dieser Welt, die mir nachfolgen. Und die lauteste Stimme ist der Lebensstil der Jesus-Nachfolger. In allem Chaos, in allem Durcheinander gibt es eine Stimme. Denn Jesus hat gesagt, wenn ihr einander liebt, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dieser Einfluss wird auf der Erde sich ausbreiten. Das ist Gottes Agenda für diese Zeit, dass wir darin stärker werden, dass unser Einfluss darin wächst. Was hat das jetzt mit uns zu tun, mit dem Kreuzpunkt und mit anderen Christen im Februar und März 2021? Erstens, Abraham hatte ein Zielfoto vor Augen. Wir brauchen ein Zielfoto vor Augen. Ohne Vision geht ein Volk in die Irre, geht ein Volk zugrunde. Und die Vision ist nicht jetzt, was wir uns schnell ausdenken müssen, sondern die Vision, die wir vor Augen haben als Kreuzpunkt oder als Leib Christi, ist der uralte Plan Gottes. Ich werde ein Volk haben, das mich liebt. Ich werde ein Volk haben, wo die Menschen einander lieben und schätzen und an mich hingegeben sind. Das ist Gottes Agenda, er wird sie erfüllen. Zweitens, was wir von Abraham lernen, der erste Schritt des Glaubens ist eine Handlung. Die erste Handlung ist Danksagung. Gott, wir danken dir, dass du noch nie gelogen hast. Gott, wir danken dir, dass du dem Abraham in der Phase der Unfruchtbarkeit, in der Phase nach der Fruchtbarkeit des Lebens, hast du ihm und Sarah Kinder gegeben. Gott, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du fähig bist, das zu tun, was der Mensch nicht tun kann. Und dieser erste Schritt des Glaubens, Dankbarkeit, so geben wir Gott die Ehre. Und wenn wir Gott die Ehre geben mit Dank und einen Schritt weiter noch mit Proklamation, wir sagen mit unserem Mund das Gleiche, wie Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Die Pfortenhölle wird das nicht stoppen. Gott hat gesagt, ich mache meinen Namen bekannt unter den Nationen. Wir proklamieren das. Wir sagen das Gleiche, wie Gott sagt. Und so wird Gott geehrt und unser Glaube wird gestärkt. Und es baut in uns eine Handlungsfähigkeit. Und es ist der dritte Schritt des Glaubens. Das erste ist, wir haben die Landkarte vor Augen, Gottes Agenda. Er wird seinen Namen bekannt machen, das ist seine Leidenschaft. Zweitens, wir danken, wir beten an, wir proklamieren. Drittens, wir handeln. Weil wir an diese Botschaft glauben, wollen wir diese Botschaft weitergeben durch, wie manche sagen, durch Taten und wo es sein muss, auch mit Worten. Wir sind Menschen, lebendige Hoffnung ist in uns. Wir haben das größte Geschenk des Universums bekommen, den Sohn Gottes, nicht nur für uns. Er hat unser Leben verändert. Wir haben die Gewissheit des ewigen Lebens. Um uns herum sind so viele Menschen, die diese Gewissheit nicht haben, die Fragen sind, die Zweifel haben. Lass uns Gott die Ehre geben. Lass uns ihn anbeten und lass uns handeln und seine Liebe, seine Gnade in Taten und Worten weitergeben. Gott segne euch dazu. Ich bin froh, dass wir gemeinsam unterwegs sein können und ich bin gespannt, wie diese Dinge Realität werden. Wie schön ist zu wissen, was für Gedanken Gott für uns hat. Und wie wir können Gottes Gedanken nehmen und anstatt unserer eigenen menschlichen Gedanken mit seinen Gedanken vorwärts gehen. Nimm ein paar von diesen Actionplänen und sprich sie aus über deine Gedanken, über deine Glauben. Wir werden auch jetzt gerade verschiedene Bibelverse hören über Gottes Gedanken und wie wir die Gedanken umsetzen in unserem Leben. Hey, ich freue mich auch über deine Zeugnisse heute
freue mich, wenn du kommst, wenn du dich meldest. Auch morgen am Morgen in den Gottesdienst. Es gibt Gelegenheit, dass du live dein Zeugnis weitergeben und erzählen. Ja, mit dem wollen wir Gott ehren, loben und preisen für das, was er ist. So, mit Glauben und mutig, nimm dir einen Schritt, erzähl über deinen Glauben, was Gott hat in dieser Zeit in deinem Leben gemacht, und ich freue mich auf morgen, dass ich dich wieder sehe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Philipper 4, 6 und 7. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solchen Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Epheser 3, 17 und 19. Und wir halten fest, dass kein Gedanke grösser ist als du, Jesus Christus. Wir wollen sagen, dass wir die Waffen aufnehmen, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Und damit zerstören wir alle Gedanken, die gegen die Erkenntnis von Gottes sich erheben in unserem Leben. Die Gedanken nehmen wir gefangen und wir unterstellen sie dir, Jesus Christus. Und mehr noch, wir wollen alle Gedanken, die sich erheben gegen dich, Jesus, gefangen nehmen und mit deiner Liebe ersetzen. Die Liebe, die alles Verstehen übersteigt.